Rund 5000 junge Menschen unter 25 Jahren sitzen in Deutschland hinter Gittern. Pavlo hatte mehrere Bewährungsstrafen, bevor er ins Gefängnis kam. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich die zurückdrehen. Bis zu meiner letzten Straftat, die ich gemacht habe. Man kann halt nichts machen. Man ist in seiner Zelle. Man kann ein paar Schritte gehen nach vorne und ein paar Schritte wieder zurück. Kann Resozialisierung im Gefängnis gelingen? Iris sitzt ihre Strafe in der Justizvollzugsanstalt Würzburg ab. Sie wurde wegen Betrugs verurteilt. Es ist anfangs schlimm und mir ging es auch sehr schlecht. Aber mir ging es dann irgendwie besser, als ich dann einfach akzeptiert habe, dass ich da sowieso nicht rauskomme. In einem ehemaligen Kloster in Baden-Württemberg durchlaufen Pavlo und andere junge Intensivtäter eine alternative Form des Strafvollzugs. Keine Gitter und verschlossenen Zellen, dafür Sport, Arbeit, Haushaltsdienste. Ich bin hergekommen und dann ich habe die ganze Zeit erstmal die Türklinke hoch und runter gemacht. Das war irgendwie so cool, also ein geiles Gefühl. So sieht der normale Haftalltag in der JVA Würzburg aus. Die 27-jährige Iris, die eigentlich anders heißt, sitzt seit 3 Monaten in der Frauenabteilung der JVA. Verurteilt wurde sie zu 1,5 Jahren Haft, nach Erwachsenenstrafrecht, da sie bei ihrer letzten Straftat bereits über 21 war. Also ich bin hier wegen Betrug, weil ich Schulden habe. Und da reingerutscht bin ich wegen meiner Depression. Dadurch hat sich eine Kaufsucht entwickelt. Und so kam es eben dazu, dass ich viele Bestellungen getätigt habe und sie nicht bezahlt habe. Um 6 Uhr morgens ist Aufschluss. Guten Morgen. Dann geht Iris zur Arbeit in die Wäscherei. Später am Vormittag begleitet Stationsbeamtin Tanja Haaf Iris zu einem wichtigen Termin, zur Schuldnerberatung. Es geht darum, wie sie ihre Schulden, die durch die vielen Bestellungen im Internet entstanden sind, begleichen kann. Bisher weiß sie nicht mal, wie hoch die Summe insgesamt ist. Morgen. Bitte schön. Bis später. Tschüss. Die JVA Würzburg hat Platz für 590 Gefangene, davon 91 für Frauen. Ungefähr die Hälfte von ihnen wurde bei ihrer Aufnahme positiv auf Drogen getestet. Insgesamt macht der Frauenanteil der in Deutschland Inhaftierten nur ca. 5% aus. Während Iris bei der Schuldnerberatung ist, kontrolliert Tanja Haaf die Zellen der Frauen. Am allerwichtigsten, dass alle Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind, dass die Gitter intakt sind, dass keine Löcher natürlich in der Außenwand sind. Im Großen und Ganzen geht es natürlich auch darum, dass keine verbotenen Gegenstände vorhanden sind. Keine Waffen, Drogen, Handys etc., alles, was verboten ist. Angebote wie die externe Schuldnerberatung sind wichtig, um Gefangene auf die Situation nach ihrer Entlassung vorzubereiten. Super, können Sie mitkommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie wird Iris ihre Schulden begleichen können? Wahrscheinlich gar nicht, weil es so viele sind, aber Insolvenz vielleicht, Privatinsolvenz. Aber jetzt erstmal muss man eben alles sammeln. Es hat ja schon alles mit 18 angefangen und jetzt bin ich 27. Und ich habe es immer wieder gemacht, obwohl ich schon wusste, dass es falsch ist. Aber ja, es ist halt trotzdem so passiert. Man hat ja eine Sucht manchmal nicht wirklich unter Kontrolle. Also eigentlich gar nicht. Und deshalb ist es so gekommen. Iris ist im Heim aufgewachsen, vom 7. bis zum 17. Lebensjahr. Danach war sie auf sich alleine gestellt. Als sie in Haft kam, musste sie ihre Ausbildung zur Bürokauffrau unterbrechen und auch die Therapie, die sie begonnen hatte. Sie hat eine 6-jährige Tochter und ist alleinerziehend. Der Abschied von meiner Tochter war natürlich sehr schlimm. Als ich dann hier angekommen bin, ist da schon irgendwie eine Last von mir abgefallen, weil ich war ja dann schon eingesperrt. Der Abschied war ja schon. Aber die Zeit vorher war schon sehr schlimm. Eben weil man nicht weiß, was kommt auf einen zu. Das ist ja meine erste Haftstrafe.
Die Betreuungsmöglichkeit der Inhaftierten durch Psychologen und Sozialarbeiter ist begrenzt. In Würzburg ist aktuell ein Sozialpädagoge für 100 Gefangene zuständig, 2 Psychologen für jeweils 230 Gefangene. Einschluss, alle am Haftraum. Es ist nicht jeder betreuungsintensiv, es hat nicht jeder gleichermaßen Betreuungsbedarf. Aber natürlich wäre es schöner, wenn wir mehr Stellen hätten und auch die Aufgaben werden ja immer mehr. Also natürlich besteht schon auch Bedarf, aber wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Stellen und die sind eben besetzt. Ziel der Freiheitsstrafe, so steht es im Strafvollzugsgesetz von 1977, ist vor allem die Resozialisierung. Gefangene sollen fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Durch die Arbeit im Gefängnis lernen sie beispielsweise später einem strukturierten Alltag nachzugehen. In Würzburg können Gefangene auch einen Schulabschluss nachholen oder eine Ausbildung machen. Frauen sind hier aber maximal 2 Jahre inhaftiert und können daher allenfalls Teilqualifizierungen erwerben. Alternativen zum Gefängnis gibt es. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, in Kreklingen, in einem ehemaligen Kloster. Es ist Frühjahr 2023. Seit 20 Jahren hat das christliche Jugenddorfwerk Deutschland ein Resozialisierungsprogramm, das Projekt Chance. Junge Intensivtäter zwischen 14 und 21 Jahren können hier, statt im Gefängnis zu sitzen, an einem speziell für sie konzipierten Training teilnehmen. Die meisten haben mehrmals schwere Straftaten begangen. Körperverletzung, Raub, Betrug. Freie Formen des Strafvollzugs wie hier gibt es bisher nur in Baden-Württemberg, Sachsen und Brandenburg. Pavlo ist 20 Jahre alt und seit 6 Monaten in Kreklingen. Verurteilt wurde er zu 1 Jahr und 10 Monaten Haft. Wie die meisten anderen wurde auch er vom Jugendgefängnis Adelsheim hierher verlegt. Nur wenige bekommen diese Chance. Den größten Unterschied habe ich gemerkt, wo ich das erste Mal hier joggen war. Ich war hier joggen und ich bin nicht gejoggt, sondern ich bin gerannt. Weil ich wieder frei war. Also für mich war das so, ich bin frei. Die Jungs haben zu mir gesagt, Paul, du musst langsamer machen, aber ich bin nur mein Leben gerannt. Weil es war einfach schön, einfach mal draußen in der Natur zu sein. Ja. Und ich weiß noch, wo ich am ersten Tag in Nürnberg in der JVA war. Das war das Schlimmste. Also ich hab echt gedacht, ich pack das, aber es hat mich schon zerstört. Weil ich gemerkt habe, ich habe Scheiße gebaut. Der Tagesablauf ist streng strukturiert. Los geht es um 6 Uhr morgens mit Joggen. Im Projekt Chance sollen die jungen Straftäter Sozialverhalten, Durchhaltevermögen und Rücksichtnahme neu erlernen und trainieren. Pavlos Vater starb, als er 9 Jahre alt war. Seiner Mutter wurde das Sorgerecht entzogen. Er war dann in verschiedenen Pflegefamilien und Heimen. Schon mit 14 geriet er auf die schiefe Bahn. Ich weiß jetzt, hier ist meine letzte Chance. Entweder ändere ich mich oder es funktioniert nicht. So. Man muss halt auch mitwirken. Es gibt natürlich manchmal strengere Tage, da läuft es nicht so, wie man will. Aber man kann nur das Beste daraus machen. Verriegelte Zellen gibt es hier nicht. Pavlo hat ein eigenes Zimmer, das nie verschlossen wird, auch nachts nicht. Ja. Nach dem Frühstück erfolgt die Zimmerkontrolle, immer abwechselnd durch die Jugendlichen selbst. Alles muss blitzblank sein. Das ist eine kleine Zimmerkontrolle. Boden. Ist sauber. Ja. Eine Dusche. Scheiße. Wer sich anstrengt und die mit dem Trainer vereinbarten Ziele erreicht, wird belohnt. Mit Fahrten nach Hause, Verlängerung der Telefonzeiten, Training im Fitnessraum. Sogenannte Boni. Dein Besen könnte sich schon noch ein bisschen besser hinstellen, das weißt du.
So, die wollen, dass wir motiviert bleiben, weitermachen. Und die sehen, okay, wir gehen joggen, dann die geben uns Handy. Man kann bis zu 45 Minuten am Tag telefonieren. Ja, also man kann sich das alles dazu verdienen. Ja. Das sind Pavlos kleine Ziele. Aber er hat auch große. Die vorzeitige Entlassung nach einem Jahr, damit er im September eine Ausbildung als Hotelfachmann beginnen kann. Bis dahin muss er lernen, seine Impulse unter Kontrolle zu kriegen, nicht mehr auszurasten. Von Montag bis Freitag ist Arbeit in den Werkstätten Pflicht. Diejenigen, die die hauseigene Schule besuchen, stoßen am Nachmittag dazu. Ob beim Mauern, beim Malen oder in der Schreinerei, mit ihrer Arbeit renovieren die Jugendlichen ihr Kloster. Pavlo arbeitet in der Schreinerwerkstatt. Der Arbeitspädagoge steht ihm immer zur Seite. Wie schaut's aus? Gut? Super. Es läuft nicht immer alles rund. Pavlo macht sich Sorgen, ob es mit der frühzeitigen Entlassung klappt. Nicht mit allen Betreuern funktioniert die Kommunikation gut, aber er will sich zusammenreißen. Ja, weil ich keinen Bock habe. Ich denke so, ich habe nur noch 4 Monate, wenn alles gut läuft. Und ich will in diesen 4 Monaten das sauber hinkriegen. Und ich bin ja auch dankbar, hier zu sein. Robert Ileka will, dass Pavlo Verantwortung übernimmt für die Vergangenheit und für seine Zukunft. Es ist eine harte innerliche Arbeit und ich bin überzeugt, dass das genau die richtige Arbeit ist. Es geht eben nicht darum, nur zu strafen, sondern das Anliegen ist es ja, zu erziehen und Entwicklung zu fördern und eine positive Entwicklung zu fördern. Bezugstrainer René Kramer bespricht mit Pavlo jede Woche, welche Fortschritte er bereits gemacht hat und wo er noch an sich arbeiten muss. Gab es noch einen Moment, wo du sagst, hey, da habe ich gemerkt für mich, da muss ich was verändern bei mir, bei der Gruppe. Stimmt, das ist so. 10 pädagogische Fachkräfte arbeiten teils rund um die Uhr mit 21 Jugendlichen. Ein hoher Betreuungsschlüssel im Vergleich zum Jugendgefängnis in Adelsheim. Dort ist ein Sozialarbeiter für 32 Häftlinge zuständig. Eine Gemeinschaft auf Zeit, mit Höhen und Tiefen. Es gibt Sachen, die wiederholen sich. Was draußen passiert ist, wiederholen sich. Also das passiert auch hier. Zum Beispiel, dass mich jemand körperlich angehen will oder irgendwas. Aber das probieren wir dann anders zu klären. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns dann gleich auf die Fresse hauen oder so, sondern dass wir uns dann einfach erstmal hinsetzen und probieren, das erstmal normal zu klären. Ja. Und dafür sind ja auch die Trainer da, die unterstützen uns auch. Ja. Wir machen Anti-Gewalt-Training und so welche Sachen. Und ja, man hat schon viele Möglichkeiten. Strafmündig sind in Deutschland Jugendliche ab 14. Bis zum maximal 21. Lebensjahr wird das Jugendstrafrecht angewendet. Hier steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Daher verhängen Jugendgerichte, bevor sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilen, andere Sanktionen. Erziehungsmaßregeln oder sogenannte Zuchtmittel wie Verwarnungen, Auflagen oder Jugendarrest. Wer als Jugendlicher ins Gefängnis kommt, hat also schon mehrere schwere Straftaten begangen. Das ist die letzte Maßnahme. Das ist das, was man macht, was man ergreift, wenn alles andere nicht mehr funktioniert hat. Das müssen wir uns auch klar machen. Wir haben es natürlich im Vollzug mit einer Ansammlung von sehr problematischen Menschen zu tun, bei denen man in vielen Fällen schon vieles ausprobiert hat, was nicht gefruchtet hat oder was nicht funktioniert hat. Und die kommen dann nun zusammen, was eben auch die Problematik des Vollzuges dann auch ausmacht. Thomas Galli, der selbst viele Jahre als Gefängnisdirektor gearbeitet hat, ist inzwischen einer der größten Kritiker des deutschen Strafvollzugs. Die Straffälligen, die kommen dort ins völlig falsche Umfeld, in einem Umfeld, das sie womöglich auf dem kriminellen Weg noch bestärkt oder das sie aber jedenfalls nicht von diesem kriminellen Weg, auf dem sie möglicherweise sind, herunterführt.
Die hohen Rückfallquoten, vor allem bei jungen Straffälligen, scheinen dies zu bestätigen. Eine bundesweite Rückfalluntersuchung hat ergeben, ca. 64% der zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung Verurteilten kommen innerhalb von 3 Jahren nach der Entlassung wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Und knapp 27% davon kehren wieder in den Vollzug zurück. Wir haben es da mit Subkulturen zu tun, in die dann die Jugendlichen hineinkommen, denen sie sich dann auch unterwerfen, weil das natürlich ihre Gruppe ist, ihre Bezugsgruppe ist, die anderen, die da das Sagen haben. Also das ist schon alles eine problematische Gemengelage, die wir da vorfinden, die der Resozialisierung auch nicht zuträglich ist. Iris arbeitet in der Wäscherei der JVA Würzburg gemeinsam mit ihrer Zellengenossin, wir nennen sie Stella. Beide lenkt die Tätigkeit ab und sie verdienen damit rund 14 € am Tag. Doch es gibt hier heftige Konflikte mit den anderen Frauen. Mobbing ist hier ein ganz großes Thema. Also wir sind halt sehr unterschiedlich, sag ich mal. Gerade wir beide unterscheiden uns von den anderen sehr, die meisten hier mit Drogendelikten da sind. Sind wir ja nicht. Wir haben damit auch nichts zu tun. Und werden da schon ausgegrenzt, so von allen. Einmal umdrehen, bitte. Um 11:15 Uhr gehen die Frauen in die Mittagspause. Nicht ohne zuvor auf verbotene Gegenstände kontrolliert zu werden. Im Gang auf der Frauenabteilung herrscht während der Essensausgabe Tumult. Vitaminreiche Kost steht heute nicht auf dem Plan. Besondere Wünsche bei Obst oder Getränken müssen sich die Frauen von ihrem Ersparten kaufen. Auch Kaffee zum Beispiel, den gibt es für die Gefangenen nicht. Eine Stunde Hofgang am Tag. Iris und Stella sind nicht dabei. Seit Wochen gehen sie nicht an die frische Luft, denn sie meiden die anderen Mitgefangenen. Die ganze Situation ist hier immer sehr angespannt. Und im Hof wird immer sehr viel gestritten. Und wir sind ja eh nicht gerne gesehen. Egal wo. Also im Hof oder auf dem Gang oder in der Küche oder beim Duschen. Wir ersparen uns einfach diesen innerlichen Stress und bleiben einfach in der Zelle. Das tun wir uns einfach gar nicht an. Ich bin dann auf der Frauenabteilung. Alles klar, okay. Dankeschön. Einmal pro Woche besucht Barbara Steinhilber vom Sozialdienst katholischer Frauen die weiblichen Gefangenen in der JVA. Die Sozialpädagogin bietet Gesprächsrunden und kreative Nachmittage an. Sie bringt Malsachen mit, Bücher, Musik. Und sie geht auf die Sorgen und Nöte der Frauen ein. Also am Anfang von einer Haft, gerade wenn es die erste Haft ist oder wenn es U-Haft ist, sind die Frauen wie im Schock. Und da geht es erst mal darum, als Gegenüber da zu sein, als Ansprechpartnerin, damit die wirklich das, was sie gerade beschäftigt, ausdrücken können. Psychische Störungen, Suchterkrankungen, Traumata. Viele Frauen, auch Iris, bräuchten hier eine intensive Therapie. Aber dafür stehen in der JVA zu wenige Psychologen zur Verfügung. Die Frauen kommen hier rein, dann werden die Probleme im Grunde mehr. Und sie gehen mit mehr Problemen oder ungelösten Problemen, die sie zu Hause haben, wieder raus. Also insofern ist die Haft tatsächlich oft eine Verschärfung der eigenen Situation. Und man wünscht sich so als Außenstehender offenere Vollzugsformen. So oft es geht, besucht Iris den Psychologen der JVA. Auch er ist dafür da, sie psychisch zu unterstützen. Denn sie vermisst ihre Tochter sehr. Über Briefe hält sie Kontakt zu ihr, auch zu ihrer Schwester und ihrer Mutter. 2-mal im Monat darf sie telefonieren, genauso oft Besuch empfangen. Auch ein Videogespräch über 45 Minuten ist möglich. Also, ich fühle mich natürlich schlecht. Ich mache mir viele Vorwürfe. Dadurch, dass sie jetzt quasi allein ist, ohne mich.
Aber meine Schwester passt auf sie auf, Gott sei Dank. Und ich weiß, dass es ihr gut geht. Also sie ist da in besten Händen. Deshalb muss ich mir da nicht wirklich Sorgen machen. Aber ich habe natürlich Schuldgefühle, dass ich gerade nicht selbst für sie sorgen kann. Eingesperrt sein, Mobbing durch andere Mitgefangene, Zeit, die nicht vergeht. All das setzt Iris zu. Am meisten hilft ihr im Gefängnis ihre Zellengenossin Stella. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn sie nicht da wäre, was ich machen würde, also das wäre wirklich eine Katastrophe, weil wir lenken uns hier viel zusammen ab. Wir haben uns hier einfach gefunden. Das ist gerade so das einzig Positive hier drin. Einschluss, alle am Haftraum. Um 18:45 Uhr werden die Zellen verschlossen. Bis zum nächsten Morgen. Tschüss. Ciao. Ciao. Zurück im Kloster Frauenthal in Kreglingen. 4 Monate sind vergangen. Es ist Sommer geworden. Also, dann herzlich willkommen zur Klosterarbeit heute. Pavlo ist inzwischen 10 Monate im Projekt Chance. In den Sommerferien müssen die jungen Männer nicht nur arbeiten, sie unternehmen mit den Trainern auch viele Ausflüge. David ist erst seit kurzem hier. Wir waren viel unterwegs und haben auch viel mehr gesehen. War sehr interessant auf jeden Fall, hat uns gut getan. Ja, wir sind halt JVA-Teilnehmer und wir sind im offenen Vollzug. Und wir gehen raus, wir gehen in die Kickfabrik, wir gehen ins Schwimmbad. Und eigentlich, wenn ich jetzt in Adelsheim sitzen würde, würde ich das gar nicht machen. Da würde ich in der Zelle hocken und einfach Fernsehen gucken. Pavlo hat hart an sich gearbeitet. Er ist diszipliniert und pünktlich. Die Voraussetzungen für eine vorzeitige Entlassung stehen gut. Er hat ab September einen Ausbildungsplatz als Hotelfachmann. Der Arbeitgeber stellt auch eine Wohnung. Zu verdanken hat Pavlo das der Integrationsberaterin im Team. Sie hat mit ihm die Bewerbungen geschrieben und ihn sogar zum Vorstellungsgespräch begleitet. Aber ob er vorzeitig entlassen wird, hängt auch davon ab, ob er gelernt hat, seine Impulse zu kontrollieren. Da habe ich mir so ein Ziel gesetzt, hey, ich ziehe es jetzt einen Monat durch. Weil wenn ich es einen Monat schaffe, dann werde ich es auch die letzten Monate schaffen. Und der erste Monat war anstrengend, dass ich so ruhig bleibe und mich einfach meine Sachen mache und so. Und dann, aber nach dem Monat ist es eigentlich richtig gut vorbeigegangen und ich habe es auch geschafft. Also ich habe mich dann unter Kontrolle gehabt. Ich habe auch gemerkt, ich bin viel ruhiger in mir innen geworden. Die Mühe hat sich gelohnt. Im August bekommt Pavlo eine positive Stellungnahme vom Team im Projekt Chance. Die JVA in Adelsheim hat sich dieser angeschlossen. Nun fehlt noch die richterliche Entscheidung. Mit Bezugstrainer René Kramer reflektiert er die letzten Monate. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, wäre ich im Gefängnis geblieben, hätte ich mich nicht so verändert, wie ich mich jetzt verändert habe. Und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für die Unterstützung von jeder Seite. Was denkst du, wer hat den größten Anteil dran? Ja, ich. Aber so viel Unterstützung wie hier wird er in Zukunft nicht mehr haben. Ich habe schon ein bisschen Herzklopfen wegen anderen Sachen. So, wenn ich wieder rauskomme, bin ich wieder ein bisschen auf mich allein gestellt. Dann muss ich ja wieder gucken, okay, kriege ich das jetzt hin mit den ganzen bürokratischen Sachen und so. Ja, aber ich kann mir ja auch Hilfe holen von der Bewährungshilfe. Ich habe ja dann wieder 3 Jahre Bewährung. Und ja, also ich denke, dass es eigentlich schon gut funktionieren wird. Im Hinblick auf die Rückfallquote lässt sich der Vollzug in freien Formen wie in Kreglingen mit dem regulären Strafvollzug nicht seriös vergleichen, da Teilnehmer einer bestimmten Vorauswahl unterliegen. Insgesamt nimmt die Zahl der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten jungen Menschen unter 25 kontinuierlich ab. In den letzten 8 Jahren ist sie um fast 40% zurückgegangen. Die Ursachen? Es werden weniger Straftaten von jungen Menschen verübt und Jugendgerichte verurteilen inzwischen seltener zu einer Freiheitsstrafe. Einzig die Zahl der tatverdächtigen Kinder unter 14 Jahren
ist im Jahr 2022 in einigen Bundesländern erheblich gestiegen. Aber natürlich ist auch die Frage, was macht man dann, wenn ein junger Mensch schon auf so einen Weg dann geraten ist? Und dann weiß man eben auch, die größte Aussicht auf Erfolg hat tatsächlich eine intensive Betreuung in der Realität aber des Jugendlichen. Also das heißt, am besten eben nicht wegsperren, sondern ihn in seinem realen Leben begleiten und betreuen und versuchen, das zu ersetzen, was das Elternhaus offensichtlich nicht geben kann. Polizeihauptkommissar Thorsten Meldau und seine Kollegin haben ein schwieriges Gespräch hinter sich. Mit einem 13-jährigen Intensivtäter und seinen Eltern. Sie haben versucht, sie zu überzeugen, bei einem Programm der Duisburger Polizei mitzumachen. Meinst du denn auch, das war heute fruchtbar, das Gespräch, dass das auch anschlägt? Dass er wirklich drüber nachdenkt, dass er jetzt sofort die Straftaten einstellen müsste? Ich denke schon. Die Zeit wird es zeigen, aber hoffnungslos ist die ganze Sache nicht. Seit fast 13 Jahren gibt es Kurve kriegen, eine Initiative des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist, ein Abgleiten von Kindern und Jugendlichen in die Kriminalität zu stoppen, so früh wie möglich zu intervenieren. Thorsten Meldau ermittelt dafür zunächst die strafrechtlich erfassten Daten von 8- bis 15-Jährigen in Duisburg. Diese Gruppe wollen wir halt aus unserem Datenbestand herausfiltern und versuchen dann aus diesem herausgefilterten Datenbestand die Schlimmen der Schlimmen zu akquirieren und in Kurvekriegen aufzunehmen. Also das betrifft eigentlich sämtliche Delikte, die so existieren, ne? Also von der Beförderungserschleichung, sage ich mal, bis hin zum Tötungsdelikt. Haben wir dann alles in diesem Spektrum drin. Das Besondere? Polizei und Pädagogen arbeiten Hand in Hand unter einem Dach im Polizeipräsidium. Markus Witalinski ist einer der Sozialpädagogen hier. Nachdem die jungen Straftäter und deren Eltern eingewilligt haben, erarbeitet er einen Hilfeplan. Letzte Nacht ein Einbruch in den Kiosk mit ziemlich hohem Schaden. Ich habe mit den Eltern Kontakt aufgenommen und die waren sofort bereit, mit mir über Kurvekriegen zu sprechen. Wenn die Eltern mitmachen und sich da mit uns kooperieren und auch unseren Ideen folgen, dann ist es für uns viel, viel einfacher und dann haben wir den Fisch viel schneller an der Angel und dann klappt es in den meisten Fällen tatsächlich. Suray ist 19. 3 Jahre lang hat ihn Markus Witalinski betreut. Immer wieder fiel Suray der Polizei auf. Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Raub. Insgesamt 6 Mal wurde er angezeigt. Das erste Mal mit 14. Es hat so angefangen, mit falschen Freunden zu sein und im falschen Kreis. Und danach ist es alles gekommen. Aufgewachsen ist Suray in Duisburg-Marxloh. Es galt lange als soziales Brennpunktviertel, geprägt von hoher Arbeitslosigkeit. Die Polizei ist hier häufig im Einsatz. Das Strafregister von Suray ist hoch. 50 Sozialstunden, 2-mal Arrest, 1 Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Markus Witalinski sprach mit Eltern, der Bewährungshelferin, Lehrern, motivierte ihn, den Schulabschluss sowie ein Praktikum zu machen. Seit über einem Jahr hat Suray das Programm beendet und keine Straftaten mehr begangen. Zu Markus Witalinski hält er immer noch Kontakt. Planst du da irgendwie sowas in die Richtung, eigene Wohnung, oder ist zu Hause alles in Ordnung? Dass du sagst, ich will erst mal zu Hause bleiben, Geld ansparen von dem, was ich jetzt verdiene? Nee. Eher das. Also, ich bleib erst mal ein bisschen bei meinen Eltern. Kannst du Geld beiseite legen, ne? Im Endeffekt gibt es einmal diese Maßnahmen, die wir im Rahmen der Initiative anbieten. Und darüber hinaus ging es hier ganz wichtig um eine Beziehungsebene, dass der Suray mir vertraut, ne? Und wir gemeinsam einen Plan erarbeiten, wie es weitergehen kann. Ne? Und wenn Probleme existieren, sei es schulischer Natur oder im privaten Bereich, dass wir darüber sprechen können. Er hat mir bei so vielen Sachen geholfen. Er hat mich sehr viel unterstützt. Das mit dem Schule, Termine, Bewerbungen, Praktikum, er hat sich darum gekümmert.
Suray hatte damals nicht nur falsche Freunde. Er konnte, ähnlich wie Pawlo auch, seine Impulse schlecht kontrollieren. Markus Witalinski schickte ihn zu einem Anti-Gewalt-Training. In Übungen lernt er mit Trainern und ehemaligen Straftätern, sich aus verknoteten Situationen zu lösen. Hier trainiert er auch, nicht aggressiv auf sein Gegenüber zu reagieren. Dass Leute nicht provozieren wollen, ist meistens in den Köpfen der Jungs erstmal gar nicht vorhanden. Und durch die Übung, durch die Reflexion, die dann hier in einem Training stattfindet, dann kommt dann noch eine gewisse Möglichkeit im Kopf. Ah, okay, nicht nur provozieren, verstehe. Oder der will mir nicht auf die Fresse hauen, der will jetzt nicht irgendwie dadurch profitieren, dass ich vielleicht Angst vor ihm haben könnte. Ja, genau so denke ich auch. Ja, das war auch bei Suray Hauptthema. Ne? Diese Provokation, ey, warum gucken die Leute mich an? Auf mein Signal, ne, fixiert ihr den Blick. Kopf heben und den Blick fixieren. Kopf heben, Blick suchen. Okay, gut. Wie habt ihr euch gefühlt? Ja, ich hab mir so gedacht, was guckt der mich so an? 10 Sekunden wirklich rein in die Augen schauen. Ist schwer. Und ja. Weiter. Techniken, gewalttätige Eskalationen zu vermeiden, hat Suray hier immer wieder geübt. Da fängt meistens die ganze Situation ja auch an. Und wo sie endet, weiß man am Ende des Tages ja auch gar nicht. Ne? So, dann führt es dazu, dass vielleicht Streit, Schlägereien, dann eine schwere Verletzung. Wir haben hier alles schon gehabt. Ne? Dass auch die Jugendlichen dann irgendwie so zum Straftäter geworden sind, dass manche sogar im Koma gelandet sind. Ne? Also die Möglichkeiten sind ja auch vorhanden. Und am Ende hat es nur, womit hat es angefangen? Man kannte ihn gar nicht. Ein Blickkontakt, der erste Blickkontakt. Wie gehen wir damit um? Suray hat das Programm geholfen. Er arbeitet seit circa einem Jahr bei einer Zeitarbeitsfirma und will demnächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker machen. Die Initiative hat Erfolg. 40% der Teilnehmenden werden nach erfolgreichem Durchlauf nicht mehr straffällig. Zurück in der Würzburger JVA. Es ist Herbst. Iris ist seit über 3 Monaten im Freigängerhaus, also im offenen Vollzug. Stella, mit der sie ihre Zelle teilte, wurde bereits im Juli entlassen. Hier kann sich Iris recht frei bewegen. Sie geht jeden Tag zur Arbeit in ein Schnellrestaurant. Vermittelt wurde ihr die Stelle durch die JVA. Also im Gegensatz zum geschlossenen Vollzug ist man hier schon sehr viel freier. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Das heißt, ich bin draußen. Wir haben hier keine Zellentüren, die zugeschlossen sind, sondern einfach normale Türen eben. Keine Toilette im Zimmer, ganz normales Bad. Und man hat hier schon ein Stück Freiheit wieder zurück. Nicht komplett, aber mehr als drüben auf jeden Fall. Iris' Arbeitsstelle ist in der Innenstadt. Jobs außerhalb der Gefängnismauern sind wichtige Bausteine bei der Resozialisierung. In der Wäscherei der JVA war sie nur unter Strafgefangenen. Jetzt arbeitet sie unter ganz normalen Bedingungen. Und ihre Schulden? Die JVA kann ihr nun nicht mehr weiterhelfen. Die Zuständigkeit endet mit ihrer Entlassung. Und die steht in wenigen Tagen an. Nach der Entlassung muss sie viel bewältigen. Die Bindung zu ihrer Tochter wieder aufbauen, eine neue Arbeit finden, ihre Schulden regulieren, die Depression in den Griff bekommen. Die Arbeit hat mir Selbstvertrauen gegeben, weil ich mir vorher gar nicht zugetraut hatte, dass ich in dem Bereich klarkommen werde. Und es war auch ein wichtiger Schritt, weil ich weiß, dass ich nach der Haft jetzt auch ganz normal arbeiten gehen kann, das hinbekommen werde. Es hat mir halt auch Kraft gegeben.
Obwohl Studien zeigen, dass Straffällige nach offenem Vollzug seltener rückfällig werden als nach geschlossenem, durchlaufen ihn in Deutschland nur wenige. In Nordrhein-Westfalen und Berlin sind es rund 1/4 aller Strafgefangenen. In Ländern wie Bayern und Thüringen weniger als 5%. Der Strafvollzug bzw. Personen, die darüber entscheiden, ob jemand in den offenen Vollzug oder vorzeitig aus dem Vollzug entlassen wird, die haben natürlich das Problem, dass sie sich für eine falsche Entscheidung rechtfertigen müssen. Unsere Gesellschaft ist sehr sensibel, was das Auftreten von Schäden angeht und die Verantwortung für Schäden angeht. Und die laufen Gefahr, dass diese Frage nach der Verantwortung auf sie zurückschlägt und letztendlich dann auch sie persönlich in ihrer Karriere, in ihrem Leben beeinträchtigt. Nach 8 Stunden Arbeit ist Iris wieder im Freigängerhaus. Im Gegensatz zu vielen anderen Häftlingen kann sie nach der Entlassung in ihre Wohnung zurückziehen. Denn ihre Schwester hat die Miete 9 Monate lang gezahlt. Michaela Bauer übernimmt heute die Entlassungsvorbereitung. Das können wir gern machen. Schön, dass es geklappt hat mit Ihrer vorzeitigen Entlassung. Und was jetzt in Ihrem Fall auch wichtig ist, Sie haben ja schon einen Therapieplatz, dass Sie da wirklich auch zu den Beratungsgesprächen hingehen. Wenn Sie einen Termin haben, gewissenhaft teilnehmen. Und wenn Sie mal irgendeinen Termin nicht wahrnehmen können, dass Sie auf jeden Fall vorher Bescheid geben, damit Sie nicht unentschuldigt fehlen. Weil unentschuldigtes Fehlen bei Terminen kann Probleme geben. Das, woran Sie sich auf jeden Fall halten müssen. Und Ansprechpartnerin wäre dann Ihre Bewährungshelferin, die Sie da weiter unterstützt. Und auch die Schuldnerberatung muss Iris aufsuchen. Immer noch weiß sie nicht, wie sie ihre Schulden begleichen soll. Iris' Strafe wurde auf die Hälfte reduziert, weil sie, wie es heißt, eine positive Sozialprognose hat. Wie geht es ihr bei dem Gedanken, dass sie in wenigen Tagen in Freiheit ist? Sehr erleichtert erstmal, weil ich weiß, dass ich bald meine Tochter wieder zurück habe. Und das war ja das Schlimmste für mich, die Trennung von meinem Kind. Sie weiß ja auch nicht, dass ich in Haft war, sondern für sie war es die ganze Zeit, dass ich in der Arbeit war, wo ich eben nicht zu Hause sein konnte. Und das hat sie auch nur so verstanden. Also mit dem Gefängnis, das weiß sie nicht. Und sie weiß, sie kommt jetzt demnächst wieder zu mir und freut sich auch darauf. Und dann geht es für uns eigentlich ganz normal weiter, wie vorher, ja. Ihre 6-jährige Tochter kommt jetzt in die Schule. Iris hofft, dass sie einen Hortplatz findet, damit sie selbst zur Arbeit gehen und ihre Therapie fortsetzen kann. Mitte September. Pavlos vorzeitige Haftentlassung wurde genehmigt. Heute ist sein letzter Tag im Kloster. Und so wünsche ich Ihnen alles Gute auf dem Weg, Gott mit Ihnen. Danke. Vom Leiter des Wohnbereichs, Alexander Bramann, wird er heute in die JVA Adelsheim gefahren, um dort seine Entlassungspapiere abzuholen. Bevor er ins Projekt Chance kam, war er dort im Jugendgefängnis. Letzte Verabschiedungen. Es kann natürlich sein, wenn ich jetzt vor der JVA stehe, dass ich dann, keine Ahnung, wieder Bauchkribbeln bekomme oder mir geht's ein bisschen schlechter oder so. Anscheinend hat der Aufenthalt dort Spuren hinterlassen. Okay, jetzt bekomme ich Bauchkribbeln. Ja? Ja. Jetzt bekommst du Bauchkribbeln? Ja. Egal. Zurück am Gefängnis, dort, wo vor gut einem Jahr alles angefangen hat. Ich weiß nur noch, wo ich rausgelaufen bin und der Herr Kramer mich hier abgeholt hat und dann zu mir gesagt hat, guck einfach nicht nach hinten. Nach der Anmeldung muss Pavlo zunächst zu einer ärztlichen Untersuchung, denn er muss nachweisen, dass er keine Drogen konsumiert hat. Wir gehen über den Besuchsbereich links, ne? Super, bis gleich. Anschließend erhält Pavlo sein Überbrückungsgeld. Das hat er sich durch seine Arbeit in der Haft verdient. Weitere Papiere kommen hinzu. Ein Entlassungsschein
Haftbescheinigung. Ja. Da sind Sie gekommen, heute gehen Sie, das passt alles. Und die Arbeitsbescheinigung, dass Sie gearbeitet haben. Okay. Danke, dann. Bitte, ebenso. Tschüss. Gefängnisleiterin Katja Fritsche möchte Pawlo nicht entlassen, ohne sich von ihm zu verabschieden. Dass es klappt. Alles Gute. Danke. Und ja, viel Erfolg. Sie weiß, wie belastend die Bedingungen im Jugendgefängnis sind und Resozialisierung hier nur schwer gelingt. Wir brauchen solche alternativen Vollzugsformen, denn sie zeigen, das zeigt auch jetzt dieses Beispiel von Pablo, dass es gelingen kann, jemanden von diesen schwierigen Bedingungen hier relativ schnell auch wieder zu befreien. Und das ist wirklich ein ganz tolles Beispiel dafür, wie wertvoll diese Projekte sind, weil da einfach ein höherer Betreuungsschlüssel da ist und mehr Möglichkeiten sind, dann auch die Resozialisierung zu fördern. Wenig spektakulär, der Weg in die Freiheit. Ha, ich bin frei. Gemischte Gefühle. Ja, mir geht's gut. Ja, mir ging's eigentlich die ganze Zeit schon gut, ich weiß nicht. War jetzt halt einfach, ich bin rein, hab meine Sachen geholt und jetzt weiß ich halt, dass ich auf mich alleine angestellt bin. Also ich muss alleine alles machen. Jetzt kriege ich keine Hilfe mehr. Natürlich kriege ich von Bewährungshilfe Hilfe, aber ja. Mal gucken, wie es wird. Pawlos Freundin holt ihn ab. Während seiner Haft hat sie immer zu ihm gehalten. War jetzt ein Jahr. Wie lange warst du jetzt weg? Ein Jahr habe ich es geschafft. Ein Jahr lang. Ciao, Herr Braumann. Wir sehen uns. Ich melde mich. Danke. Für Antigewalttraining. Danke. Komm, hau ab, fahr nach Haus. Genieß dein Leben. Mach ich. Ciao. Schönen Tag. In Würzburg hat Iris einen ihrer letzten Arbeitstage hinter sich. Gleich danach geht sie wieder zurück ins Gefängnis. Sie muss sich an der Hauptpforte melden, damit Wärterinnen sie ins Freigängerhaus bringen. Guten Abend. Hallo, ich bin zurück von der Arbeit. Ja, alles klar. Sag den Frauen Bescheid. Ja, danke. Wie schaut sie in die Zukunft? Also so ein bisschen aufgeregt bin ich schon irgendwie, weil man ist sich ja wieder komplett selbst überlassen. Ich freue mich und ich konnte mich ja hier auch so ein bisschen darauf vorbereiten, weil ich nicht komplett eingesperrt war wie im geschlossenen Vollzug. Ich ging jetzt jeden Tag raus, ich ging zur Arbeit, ich bin in Urlaub gefahren, also nach Hause an meinen freien Tagen. Das heißt, so ein bisschen konnte ich mich ja jetzt darauf vorbereiten. Der Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Für Iris und Pawlo wird das Aufgabe und Wagnis zugleich sein.